Ja, grüß euch benannt. Und einen sakrisch Gurden jetzt alle. Jetzt Kasperl! Es ist soweit! Das ist er jetzt! Der endgültig letzte Leak von diesen Discord-Leaks. Ich bin am Ende angekommen. Vor einer halben Stunde ist das Ding online gekommen. Jetzt habe ich es gecheckt. Auf geht's. Leute, ich bin so froh. Ich bin so froh. Es ist zu Ende. Wir haben jetzt das grande Finale. Wir haben es noch in 2025 geschafft. Ne? Und ich hoffe, dass dieses Mal, ich hatte schon zweimal geglaubt, das war okay, das war jetzt der letzte Leak, den wir kriegen. Ne? Enttäuschendes Ende hier, enttäuschendes Ende da. Ne? Es war jedes Mal enttäuschend. Ich hoffe, dieses Mal ist es wirklich ja, ein Feuerwerk. Auch wenn es ein Lügenfeuerwerk sein wird. Aber vielleicht gar nicht zu sehr. Ich nehme stark an, die ganze Nummer hier, Prepare Your Anus, das ist hier 17 Minuten lang. Ich glaube, dass hier jetzt im Endeffekt nur noch, ich weiß nicht, ob beide Bärchen da sind, ein Bärchen, ich habe noch nicht reingehört. Aber ich glaube, Reini checkt langsam, okay, hier, das ist eine riesengroße Verarsche. Nach, also ich habe nicht mal zusammengezählt, wie viele Stunden Leaks es insgesamt waren. Und konfrontiert jetzt die Bärchen mit seinen gewonnenen Erkenntnissen und ich erwarte Großartiges. Leute, bitte enttäuscht mich nicht. Liebe Bärchen, ich hoffe bei allem, was mir heilig ist, bitte, bitte, bitte einmal dann in dieser ganzen, wenn dann die Maske gefallen ist, ihm einmal sagen, was ihr wirklich von ihm haltet. Ihm einmal ins Gesicht drücken, was er für ein widerliches Stück ist. Ihm einmal klar machen, dass ihm niemals und niemals wirklich eine richtige, echte Frau da unten berühren wird, geschweige denn irgendwie ihn heiraten, Kinder kriegen, sonst irgendwas mit ihm. Dass jedes Interesse auf diesen Discord-Servern, auf seinen Blogs, auf allem immer nur von Hatern und Haterinnen gekommen ist, die Matt farmen wollten. Die wollten, dass der Tanzbär tanzt und die sich köstlich drüber amüsiert haben. Ich will, dass sie einmal Tacheles reden. Mit diesem räudigen Schmanzack. So. Entschuldigung für die Rotzerei, ich bin ein wenig angeschlagen. Klassiker. Ich habe die letzte Woche des Jahres frei. Was kriege ich? Richtig, eine Erkältung. Einwandfrei. Ich versuche euch die Rotzerei so wenig wie möglich hier reinzuballern und immer brav Pause zu machen. Aber hockt euch her. Sag mal mir. Reißt euch Häube auf. Mir gingen einer. In Datum wird Uhrzeit. Ich nehme euch das Ganze mittags auf am 29.12.2025. Ich hoffe, meine 3-Stunden-Nummer hat euch gefallen. Im Übrigen. Es waren nicht ganz 3 Stunden, aber 3 Stunden hört sich besser an als 2 Stunden und 45 Minuten. Aber let's go. Let's go, let's go, let's go. Noch einmal kurz. Schön nochmal die Hände knacken lassen. Jetzt geht's los. Hallo, Christi! ich bin jetzt schon da. Jo. Oh. Dieser Doppelräusper hatte in sich schon eine gewisse Aggressivität. Das hört sich schon eher an nach, okay, Reini weiß Bescheid und Reini bereitet sich jetzt vor, denen jetzt mal so einen richtigen Text zu drücken. Jetzt redet der Drache. Jetzt kriegen sie es rein. Ja, ich warte ja schon, bin ja schon eine ganze Weile da. Aber es ist nicht so schlimm, ich spiele EB Rising. Jo, no problemo. Mhm. Jo, no problemo. Ich habe die Nachricht erst jetzt gesehen, sorry. Ja, ist alles gut. Ich habe ja Zeit. So, Richtig, Rainer, du hast Zeit. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die einer Lohnarbeit nachgehen, die Verpflichtungen haben, ne, auch ihrer Familie gegenüber etc., hast du jede Menge Zeit. das kann ich. Das kann ich. Aber wir machen hier trotzdem diesen hier, bitte, 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 bitte. Ja, schön. Da gehen wir hin. Auf jeden Fall.
ich immer noch nicht herstellen. Welcher von euch Sackfalten sorgt dafür, dass ich Glas herstellen kann? Oh, oh, den muss ich unbedingt machen. Boah, bitte, ihr habt jetzt nicht hier 18 Minuten, 17 Minuten Grande Finale gemacht und das fängt jetzt an mit minutenlanger Scheiße, wie er wieder übers Daddeln labert. Bitte erzählt mir nicht, dass ihr jetzt im allerletzten League jetzt hier nochmal 10 Minuten Gedaddelgelabere habt und jetzt irgendwann da hinten interessant wird für 2 Minuten, weil dann kriege ich nämlich richtig Hasslatte. Das wäre dann wirklich, dann hätte man hier nochmal so ein Game of Thrones geschoben, so am Ende nochmal ordentlich reinkacken. Ich hoffe im Übrigen, ich weiß nicht, wer von euch Fan ist von Stranger Things. Schau aktuell, ne, die 8. Staffel, ich warte dann jetzt noch auf Spoiler-Alarm. Ne? Ich warte da jetzt noch auf die letzten Folgen, irgendwie, die an Silvester rauskommen sollen. Bisher bin ich von der 5. Staffel relativ enttäuscht. Ne? Es fühlt sich einfach an, wie wenn da jeder von denen nochmal irgendwie so eine Ehrenrunde schieben muss und nochmal irgendwie einen ewig langen Monolog oder Dialog ballert. Weiß ich nicht. Ne? Ich habe bisher jetzt irgendwie 7 Folgen gesehen und bin der Meinung, diese 7 Folgen hätte man easy in 2 Stück reinpacken können. Maximal 3, wenn man gut dabei ist, aber sehr viel dummes Gelaber. Bitte lass das hier nicht der Fall sein. Bitte. Ich will mir jetzt nicht 10 Minuten lang rein anschauen, wie so. Glas machen. Tralala, tralali, tralahopsasa. Nein, bitte nicht. Der hat ein ganz wichtiges Item. Oh, ich glaube, ich habe den falschen erwischt. Oh, deswegen bin ich draufgegangen. Wäre auch witzig gewesen, wenn ich den besiegt hätte. Egal. Und, wie war dein Tag jetzt? Auch recht langweilig. Ich habe von einer Was? Freundin Schedule 1 bekommen. Hab das jetzt versucht anzuzocken, aber. Was genau ist das? Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist das Mir auch nicht. Drogenspiel. Ah, ja, lol. Ich vergesse mal, wie das heißt. Mhm. Aber ja, ich Das- bin noch nicht so weit gekommen damit. Okay. Schade, ein bisschen blödes Timing, aber gut, schauen wir mal. Bin mal gespannt, wann Wolli kommt. Quatsch, sorry. Sorry. Wolli ist ja schon da. Ich habe meinen Namensgeschiss, ganz im Ernst. Irgendwann werde ich mal richtig gegen die Wand rennen. Ja, Du bist schon gegen die Wand gerannt, also metaphorisch, ne, mit 180. Dein Leben schon an die Wand gefahren, Rainer. meinst du? Ja, das ist halt wahrscheinlich, ne? Hm. Ach, sieh mal. Deswegen komme ich nicht weiter. Ich brauche Wollgarn. Bin ich Erfolg in das Spiel? Okay, Boden habe ich anscheinend noch nicht. Ja, dann muss ich damit noch warten. So, was haben wir hier? Erhöht die zusätzliche physische Kraft um 4%. Die zusätzliche Zauberkraft um 4%. Bitte, Leute, das kann doch jetzt nicht euer Scheiß Ernst sein. Wir sind hier bei 2 Minuten 31 schon. Bisher ist nichts passiert. Das ist der letzte League, der letzte Tag, Finale unkommentiert, der allerletzte Ding. Warum? Warum, ey? Warum so? Ich nicht. Man hätte doch wirklich dann einfach sagen können, komm. Oder, hey, man hätte das noch an den letzten League mit dran schneiden können und hat dann einfach, keine Ahnung, wie viel es sind, 10 Minuten, 5 Minuten Geschwalle einfach weggeschnitten. Es interessiert doch kein Schwein, was der jetzt hier in V-Rising spielt. Es interessiert auch kein Schwein, was dann passiert, bis dann endlich die Eskalation eintritt. Leute, wir wollen die Eskalation, deswegen sind wir hier. Wenn ich diesen Dulli beim Versagen bei Computerspielen zuschauen will, dann kann ich mir seine alten Selat-Let's Plays irgendwie beim Ranger oder sonst irgendwelchen Re-Up-Kaspern anschauen. Ne? Oder wo er nicht überall versagt hat. Ne? Metal Hellsinger versagt, und die anderen Sachen waren die Man-Eater und sowas, war halt brunzlangweilig. Umhang des unsterblichen Königs. Den kann ich mir jetzt schon herstellen. Wie OP ist das bitte? Okay, dann stell den mal her. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug.
Baumwolle. Tja, reingeschissen, Rainer. Warte mal, hatte ich nicht Baumwollsamen? Fragen. Fragen. Ist der schweigsam gerade alles okay? Ich mache mir gerade die Nägel. Ehrlich gesagt. Ach so, ach so, Hallo? verstehe. Hallo. Servus. Ah, Gott sei Dank. Okay. Zweites Bärchen ist da, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, alles gut bei euch? Yes. Nein! Ja, ein bisschen müde. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend. Ja, harte Arbeit, ne? Zocken und wichsene, daddelne, fressene, hackduschene. Okay. Ja. Ich Was hatte ist dir, denn- naja, ich habe dir doch erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe, dass jemand hergekommen ist. Und ja, die Person war das Wochenende da, beziehungsweise war gestern dann noch bei einer Freundin, war aber dann gestern Abend wieder bei mir und ja. Reini. Aber das jetzt auch wieder. Er schmeißt das jetzt hier beiden gegenüber rein, ne, weil er natürlich jetzt hier 4D-Schach spielt. Er will hier, Zoe, glaube ich, war die, an die er sich rangemacht hat, mit der er ja eigentlich da. Der will er einen reinknechten, weil die Dreistigkeit besessen hatte, ihn zu versetzen. Und weil er wahrscheinlich vermutet, dass eine von beiden oder beide Bärchen sind. War ein ziemlich actionreiches Wochenende für mich. Okay. Ja. Ja, Ja, ist schön. tut mir leid. Aber ich hatte ja gedacht, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Gut, ich weiß nicht, wollen wir gleich anfangen? Soll ich euch gleich erzählen, was los ist? Oder? Jo, hau raus. Ah, okay. Der große Lord hat wohl eine Rundmail rausgelassen, so, wir müssen reden. Und jetzt kommt's. Leute, wir sind 4 Minuten in diesem Ding. Wir sind 4 Minuten in diesem Ding und jetzt geht's erst los. Gut, also. Wohl, Bunny, habe ich ja schon gesagt. Ich habe beschlossen, den Blog dicht zu machen. Dramatisch, Rainer. Dramatisch. Dafür hat man jetzt hier The Great Council hat man hier zusammenrufen müssen, ne? Die Ents beraten sich. Oh, ist schlau, den Block runter zu. Ja, der Block hätte niemals existieren dürfen. War krasse Entscheidung, Rainer. Okay. Weil Hater schon wieder vorhaben, irgendwelche Aktionen durchzuziehen. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf diesen Käse. Rainer, du hast diesen Käse zu dem Zeitpunkt schon wochenlang mitgespielt. Rainer, du bist zwar, ganz ehrlich, bist zwar dumm wie 5 Meter Feldweg bei Regen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht schon seit Wochen wieder hier dieses Game spielst, hin und her mit den Hatern. Zu dem Zeitpunkt, als der Blog noch online war. Die ganzen Kommentare, der zweite Discord in Zwischenzeit. Diese ganze Nummer, du wolltest dann Decoy-Discord aufbauen, in dem du erstmal rausfiltern konntest, wer Hater ist und wer nicht, bevor sie auf den echten Discord kommen sollen. Lauter so eine Scheiße. Und jetzt setzt er sich dahin und er sagt, eigentlich habe ich auf die ganze Nummer überhaupt keinen Bock. Rainer, wenn du auf die ganze Nummer keinen Bock gehabt hättest, dann wärst du weit überhaupt gar nicht gekommen. Dann wären diese Discord-Leaks nicht entstanden, der Blog wäre nicht hochgeladen worden, die ganze Scheiße wäre überhaupt nicht passiert. Ich hätte jetzt nicht hier irgendwie 70... Sind wir schon bei 70 oder bleiben wir bei 69? Das wäre auch eine lustige Zahl. Haha, 69, habt ihr verstanden. Reiner Humor. Nee, bleiben wir da. Videos habe ich hochgeladen zu der Scheiße. Oh, er hat keinen Bock auf den Kindergarten. Ja, Rainer, dann fang halt nicht immer wieder an mit dem Kindergarten. Und ich habe einige Infos bekommen über einige Sachen. Ich habe eben meine Spione überall und möchte Ja, mit seinen krassen Spione. da deswegen gerade gar nicht so weit ins Detail gehen, aber ich habe mir dann gedacht, wir machen dann auch den Discord zu. Gerade die letzten Tage war ja jetzt auch nicht so gut. Ich meine, Bonnie und ich haben uns jetzt auch nicht ganz so gut verstanden gehabt, gestern und vorgestern. War jetzt zwar Ja, weil du dich wie ein Arschloch verhalten hast, Rainer. Weil du dich wie ein Arschloch verhalten hast. Aber Vollgas, Reini, du hast aber schon die ganze Zeit. Du hast die angekackt wegen nichts und wieder nichts. Am laufenden Band hast dich aufgeführt, egal in welchem Spiel, wie der große Diktator. kein Grund, wo ich jetzt sagen würde, dass man da gleich dann der Wege geht, aber grundsätzlich fühle ich mich momentan einfach auch nicht wohl damit, neue Menschen in mein Leben zu lassen, gerade auch mit der Situation. Die Situation, ganz wichtig.
Letzten Endes fehlt noch. Ich eben eigentlich aus diesem Hater-Scheiß raus will und raus. Ja, Rainer, da musst du aus dem Internet rausbleiben. Das hat man dir ungefähr 3 Milliarden Mal gesagt. Ne? Willst du, dass das mit den Hatern endet, musst du dich aus dem Internet verpissen. Ne? Wie gesagt, Internet passiv nutzen, nichts hochladen, keine Blogs, keine Discords, kein Tickety-Tockety, kein YouTube, kein Odyssey, kein YouNow, kein dämliche Plattform hier einfügen, nichts mehr davon. Nirgendwo mehr irgendwas hochladen. Was wollte. Und ich habe deswegen eigentlich gerade von vornherein gar keine Lust, das ganze Thema da bloß weiter ausarten oder ausufern zu lassen. Und dachte mir daher, man macht es vielleicht, dass man es dann gleich ganz dicht macht. Wie Außerdem jetzt? ist es wahrscheinlich auch besser für euch, wegen den Hatern, nicht, dass die Hater dann hinterher noch zu euch kommen, wenn sie irgendeinen Scheiß vorhaben. Ja, ich würde den Discord zumachen, ich würde den Blog zumachen. Und ja, also grundsätzlich, ich würde halt einfach alles zumachen derzeit. Weil ich hatte halt Klassische Abrissbirne-Nummer von Reini. Wir hatten das schon so oft. Ah, da mache ich alles zu. Dann mache ich alles weg, alles kaputt. Und die einzigen Sachen, die er dann immer gelöscht hat, waren dann Teamspeak-Server, Discord-Server etc. bla bla. Aber die kamen dann auch immer wieder, weil er es nicht lange aushält. Er hält das lange nicht aus, weil es ist seine einzige soziale Interaktion, findet auf diesen Servern statt. Und die Verzweiflung und die Einsamkeit treiben ihn dann dazu, sich wieder einzureden, ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, lass nochmal starten. Neuer Discord-Server, bla bla bla. einfach für sinnvoller, gleich alles dicht zu machen, als wenn man jetzt hergeht und sagt, man lässt es jetzt offen und schaut, was passiert. Bei mir ist es zu riskant momentan, sowohl für mich als auch für euch. Und wir hatten ja jetzt schon den Fall, dass wir eine Person hier drin hatten. Mittlerweile weiß ich safe, dass 2 Idioten waren. Weiß auch mittlerweile, wer die andere Person war. Und da die Person schon in der Vergangenheit viel Scheiße gemacht hat und gemeint hat, ich muss hier groß auf die dicken Eier machen, habe ich beim besten Willen keine Lust, der Person noch mehr Futter zu liefern. Zumal die ja die ganze Zeit sagen, ja, ich sei zurück, ich bin wieder da. Das ganze Spiel würde von vorne losgehen. Nee, es geht nicht von vorne los, weil ich das gar nicht erst zulasse. Ich werde es gleich im Keim ersticken. Reini, im Keim ersticken wäre so eine Nummer, wenn du an dem Tag, an dem der Blog veröffentlicht wurde, sofort alles dicht gemacht hättest. Da hätte ich dir im Keim ersticken zugetraut, ne? Hätte ich dir gegeben, aber so nicht. Ne? Nicht wochenlang die Scheiße weiterlaufen lassen, Blog weiterschreiben, Discord weiterhaben, Bärchen ne, belästigen, belügen und dann irgendwann sagen, keine Ahnung, jetzt hängt man wieder Chance quer, jetzt reißt die ganze Nummer wieder ab. Das hat mit im Keim ersticken überhaupt nichts zu tun. Und wirklich Da ist der Baum schon sehr hoch gewachsen zu dem Zeitpunkt. Da kein Keim mehr da. von vornherein sagen, nö, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe nämlich beim besten Willen keine Lust, dass dieser Käse da weitergeht. Oder dass es wieder von vorne an. Rainer, ich sag sehr oft, das heißt Käse. Ja, das ist ein Umlaut, das ist ein nicht E. Es ist Käse. Und kommt mal keiner davon wegen Dialekt. Der Mann spricht hier ansonsten komplett Hochdeutsch. Ja? Wenn ich auf Bayerisch rede, dann hast du bei mir auch Kas. Ne? Aber man merkt dann, wenn ich zum Beispiel der Kas ist Bissen oder sowas als Redensart mit reinschmeiße, so dass das dann Dialekt ist. Aber wenn ich einfach komplett dann reiß die zusammen, dann sprich einfach normales normales Hochdeutsch. Anfängt. Und deswegen will ich das gleich von vornherein im Keim ersticken. Klingt eigentlich Genau, ganz gut. Ich weiß gar nicht, Das- was ich dazu richtig sagen soll, ehrlich gesagt. Also, puh. Ja, sag einfach, was du denkst. Das ist das Beste eigentlich und das Sinnvollste, finde ich. Ja, es ist schon schade irgendwie, oder nicht? Also, ich fand es eigentlich ganz schön mit euch. Ja, prinzipiell schade finde ich es an sich schon auch, aber hättest du durchgemacht, was ich bisher durchgemacht habe, dann würdest du das wahrscheinlich nicht anders machen. Reini, erstens, es hat noch nie jemand durchgemacht, was du bisher durchgemacht hast, weil die alle nicht so hageldaum sind, weil jeder Mensch, das ungefähr, keine Ahnung, 3000 Kilometer vorher auf diesem Holzweg, den du da sturheil zu Ende gegangen bist, gemerkt hätte und da schon lange eine Ausfahrt genommen hätte. Also, so weit kommt überhaupt niemand, dass er das alles durchmacht, was du gemacht hast. Einfach nur, weil die Leute einen IQ haben, der höher ist als die scheiß Raumtemperatur. Und
ja, dieses, ja, ich habe so viel durchgemacht und ich bin ja so, warum machst du jetzt hier noch auf Harten? Und du weißt doch, dass es Bärchen sind. Sag ihnen halt einfach, hey, ich weiß, dass ihr Bärchen seid, fickt euch, auf Wiedersehen. Und ich habe halt von vornherein keine Lust mehr, dass es wieder so ausartet, wie es früher eben schon ausgeartet ist. Und da die Hater jetzt gerade momentan übelst abfeiern und ich kriege auch momentan permanent von irgendwelchen Vollpfosten Nachrichten. Vollpfosten, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht dann auch wieder Leute vorbeigemeddelt sind. Ich habe überhaupt keine IQ. Wie gesagt, ich bin in der Schanzenwatch-Broadcast-Nummer nicht drin. Ich habe überhaupt keinen IQ, ob dann damals, wo der Blog dann aktiv war und wo er dann wieder losgelegt hat und so, ob da Leute wieder vorbeigemeddelt sind bei ihm und ihm auf die Eier gegangen sind. Ist mir auch relativ Wayne, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert ist und dass dann vielleicht ein Uwe gesagt hat, hier Reini, Wasserhaxen, stillhalten, jetzt, ansonsten obdachlos. Und E-Mails und Posts. Ich meine, ich habe auch von irgendwelchen Leuten angebliche Leaks von euch bekommen, habe mir das mal angeschaut, wo Wolbani angeblich irgendwas geleakt haben soll. Habe ich aber, mir aber ehrlich gesagt letzten Endes vollkommen Latte. Da hat mir irgendein Typ was geschickt gehabt. Und Ja, okay, also er hat Leaks von Wolbani gekriegt. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, die werden das wahrscheinlich auch, die werden halt auch auf irgendeinem Server gewesen sein und da gesagt, hey, ne, muss man ja machen. Dass er sagt, im Übrigen, wenn da irgendwas rauskommt, so, dass da Leute auf seinem Server sind, das sind keine Drachis, das sind wir machen hier Leaks, aufpasse und dann kann es natürlich passieren, dass da irgendwas durchsickert, dass da irgendwas rauskommt, dass irgendwelche Leute dann sagen, hey, weißt du was, das, was ich jetzt hier von denen habe, das spiele ich rein dazu, einfach nur um es lustiger zu machen. Ne, das ist, keine Ahnung, wenn du Affenkampf hast und am Anfang kämpfen die Affen mit bloßen Händen und dann entscheidet sich irgendjemand, hey, lass mal Messer reinwerfen, mal schauen, was passiert. Ne? und habe mir irgendwelche Sachen geschickt, wo ich runterladen soll und so weiter, wo Wolbani irgendwelche Aufnahmen gemacht haben soll. Ich habe mir das nicht runtergeladen, weil ich mir grundsätzlich keine fremden Daten runterlade. Aber mir ist es grundsätzlich scheißegal, ob das so ist oder nicht. Mir geht das vollkommen am Arsch vorbei. Und wenn die Hater tausendmal rumheulen und sagen, dass es so ist und so ist, ich habe die Fäden in der Hand und ich halte die Fäden immer in der Hand. Und das habe ich ihnen letztes Jahr bewiesen, indem ich ein ganzes Jahr jetzt mich aus dem Internet zurückgezogen hatte. Ja, wie gesagt, ich sag's jetzt nicht nochmal. Bullshit bei dem Text. Ich wäre auch weiter aus dem Internet zurückgezogen gewesen. Ich habe bloß einen Blog gemacht. Diesen Blog haben die natürlich dann wieder gefunden. Ja, Rainer, Und du hast aufgrund nur einen dieser Blog gemacht. Blogs, Keins kurze Fix. Wenn du einen Blog gemacht hast, dann bist du nicht raus aus dem Internet. Fix! Ich wäre weiter aus dem Internet rausgeblieben. Ich habe ja nur einen Blog gemacht. Das ist so ungefähr wie ich, keine Ahnung, ich wollte ja nicht weiter schwarz fahren, es war ja nur eine Station. Reini, scheißegal, ob du jetzt mit der U-Bahn eine Station fährst oder von einer Endstation zur anderen, es ist Schwarzfahren. Wenn du kein Ticket hast. Genauso ist scheißegal, ob du einen Blog machst oder irgendeine andere Scheiße im Internet, YouTube-Videos, Diggity, Doggity, YouNow, etc. bla bla. Ist es aktiv im Internet sein, dass es dann nicht sich aus dem Internet zurückgezogen haben. Du dämlicher Vollidiot. die dann gefunden haben, sind sie dann wieder abgegangen und haben dann gleich wieder angefangen rumzubehaupten, ja, er ist wieder da, er ist wieder da. Dabei bin ich nicht wieder da. Ich war nicht wieder da und ich werde auch nicht wieder kommen. Ja, Rainer, das kannst du so lange behaupten, Und wie du lustig bist, aber solange deine Taten eine andere Sprache sprechen, ist es halt so. Da bist du halt wieder da. Gut, ich geb's dir jetzt, dass seitdem praktisch diese Leaks da gemacht wurden, du raus bist jetzt wieder, seitdem hat man nichts mehr gehört, aber ich bin ja auch nicht irgendeiner von diesen Autisten, die dich permanent im Internet suchen. Das kann gut sein, dass der inzwischen schon wieder irgendeinen Blog geschrieben und hochgeladen hat oder dass er gerade an einem arbeitet. Ne? Wir sind im Dezember. Im Dezember ist der Reini immer voller Tatendrang. Da wird die traditionelle Content-Offensive, Qualitätsoffensive fürs nächste Jahr geplant. Und ich traue es ihm zu, dass im Januar, dass wir dann da wieder entweder neue Bärchen-Leaks kriegen oder dass dann wieder irgendein Blog auftaucht oder dass irgendwas anderes ist. Gleich von vornherein den Stecker zu ziehen, habe ich mir halt gedacht, ich mache dann gleich wieder komplett Nägel mit Köpfe. Weil alles andere ist in meinen Augen vollkommener Nonsens. Reini, ich schenke dir mal so ein Dachpappnagel. Weißt du, die so richtig große Köpfe haben, damit du mal weißt, wie ein Nagel mit Kopf überhaupt ausschaut.
Aber dann ist es doch jetzt halt dann umso besser, wenn du es dann lieber dicht machst. Dann ist es halt Ja, sicherer ja. so. Ja, Deswegen, und ich leg deswegen, nicht auf. ja, und deswegen habe ich gesagt, ich werde das dann komplett dicht machen. Und da es mir einfach grundsätzlich auch zu riskant ist, dann noch Leute drinnen zu haben oder mit Leuten Kontakt zu haben, die ich halt nicht kenne und von denen ich nicht weiß, sind es Hater, sind es keine Hater, gerade in der Vergangenheit mit Frauen und so weiter, das geht auch nicht an sich gegen euch. Hab Ja, es hört sich schon so an, als würde das an sich gegen die zwei gehen. Ich sag's dir, wie es ist. ich halt einfach keine Lust, dass das Ganze weiter ausufert und eskaliert. Und daher Aber wie würde willst ich du das sagen, dann später machen mit Leute kennenlernen? Ich meine, jeder Mensch ist halt am Anfang erstmal ein Unbekannter, so weißt. du, ich habe gar nicht vor, ich hatte eigentlich von vornherein, du pass auf, Mhm. fangen wir das Ganze ganz anders an. Diese Webseite hier, äh, Blogger? dieser Blog, dieser Podcast, alles, was ich so gemacht habe, nichts davon hat den Sinn gehabt, dass ich jemanden Jemand, ne? kennenlernen wollte. Das war nie der Sinn der Sache. Ja, weiß ich nicht. Das kann schon sein, dass das für ihn praktischer Zuckerl ist, ne? Aber es ist ja dasselbe Prinzip. Reini will Dinge ins Internet stellen und sich dafür feiern lassen. Und will dann darüber Berühmtheit und Fame und Barne generieren. Und mit Hilfe dieses Fames und dieser Barne will er dann praktisch ne, Mullen klar machen. Also schon, Rainer, ist schon so, dass du da die Absicht hattest. Würde ich dir auf jeden Fall äh, nicht zugestehen, dass du da ganz ohne Hinterngedanken, ne, Poente und so weiter, da reingegangen bist. Was ich vorhatte, war einfach Leute, was ich vorhatte, war Jetzt bin ich richtig gespannt, was er jetzt sagt, was er tatsächlich vorhatte. nicht einmal Leute für meinen Glauben oder so zu finden. Was ich vorhatte, war einfach nur meine Videos oder besser gesagt, meinen Blog und mein Also jetzt ist der freudsche Versprecher wieder gekommen, ich wollte nur meine Videos machen, die machen ja nur mal Zeug, die anderen gehen her und bauen die Scheiße. Podcast. Ich sage immer noch Videos, weil ich ja früher immer Videos gemacht habe. Ja, du sagst immer noch Videos, weil das immer noch nicht aus deinem Hirn heraus ist. Ne? Weil das immer noch der Plan für einen Endsieg ist. Irgendwann wieder auf YouTube gehen, wieder Videos machen und dann durchstarten. Ne? Äh, äh, man merkt irgendwie, dass er auch gecheckt hat, dass sich die Zeiten ein wenig geändert haben, dass jemand wie er, der damals halt Anfang der 2010er Jahre noch einfach ausgelacht und verarscht wurde für diese Nummer, inzwischen keine Seltenheit ist. Dass auf TikTok irgendwie sich der unterste Bodensatz an Abschaum versammelt und tatsächlich irgendwie mit ihrem in Anführungsstrichen Content Kohle generieren können. Ne? Und dass er sich denkt, ja, shit, ich war einfach, keine Ahnung, 10 Jahre zu früh dran, ne, für die Nummer. Heutzutage würde ich unter der ganzen Menge von diesen Dullis gar nicht auffallen und könnte gemütlich hier meine Matches machen, weil es gibt immer Leute, die noch dümmer sind, die ihm dann die Barren hinten nachschmeißen. Aber rein das Problem ist, du hast halt verschissen. Du hast halt, du bist im Internet halt, hast da verbrannte Erde hinterlassen. Und auf dieser verbrannten Erde, da kannst du halt nichts mehr anpflanzen, Reini. Die ist verbrannt und gesalzen und zubetoniert, da wirst du nichts mehr anpflanzen können. Da kriegst du keinen Mehrwert mehr raus, Reini. Pech gehabt. Was mir wichtig war, war einfach nur immer meinen Blog zu machen und generell diese Sachen zu machen, die ich halt grundsätzlich einfach so mache. Die einfach so, auf die ich halt Bock habe. Und mein Blog hat eigentlich nie den Sinn gehabt, dass ich irgendwie Leute für eine Religion oder sonst was bekomme, was die Leute wieder mal behaupten, sondern der Grund für meinen Blog ist einfach nur, dass ich meine Gedanken mit anderen Leuten teilen wollte. Ja, Rainer, das Problem ist, dass deine Gedanken hageldumm, widerlich und abartig sind und dass die mit anderen Leuten zu teilen vielleicht nicht die allerschlauste Idee ist. Stell jetzt mal so in den Raum. Der Witz ist, und das ist jetzt so ein bisschen eine richtige Schelle für alle, die da eigentlich jetzt wieder gemeint haben, dass ich zurück bin. Ich hatte eigentlich tatsächlich vor, in naher Zukunft eventuell wieder ein paar Videos oder so auf TikTok zu machen oder Tada! Und das hat er immer noch vor. Das hat er immer noch vor. Jetzt ist er wieder, jetzt sitzt er da wieder in Zobes und leckt seine Wunden ein paar Monate und dann kommt die Scheiße wieder. Ne? vielleicht auch mal einen Livestream. Aber eben in Bezug auf meinen Blog, beziehungsweise auf meinen Glauben, so ein bisschen was Spirituelleres. Ja, hat er hier, Bibis Beauty Palace, hat er mitgekriegt, was die so macht. Die macht jetzt auch hier so spirituelle Dinge
ich bin ja gar nicht mehr so materialistisch, wie ich früher war. Das kann die sich gut leisten, ne? Die ist inzwischen Multimillionärin. Ne? Die hat ihre Schäfchen ins Trockene gebracht und jetzt macht sie einen Aufräumen und muss sich selber finden. Ja, klar, wenn du nicht arbeiten musst, weil du schon Millionen auf dem Konto hast und nicht jeden Tag um 7 in der Früh für 8 Stunden in die Malochne verpisst, ja? Da hast du Zeit, dich selber zu finden und mal irgendwie auf Reisen zu gehen und spirituell bla 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 und hier vielleicht mal die und die, jene Substanz auszuprobieren. Dafür haben normale Leute überhaupt gar keine Zeit. Ne? Ja, nach Süd- oder Mittelamerika gehen, um da ihren komischen Rainbow-Trank da zu trinken. Da redet sich's dann immer gut mit der Spiritualität. Aber ich habe das eh schon mitgekriegt. Es sind oft Leute, die eigentlich, ne, die sich ums Finanzielle und dergleichen überhaupt keine Sorgen mehr machen. Denen wird dann langweilig und dann werden die irgendwie spirituell. Ja, Bullshit spirituell. Du bist überhaupt nicht spirituell. Du bist hageldumm. Genauso wie er. Das hat sich jetzt aber auch erledigt, weil da habe ich ehrlich gesagt beim besten Willen keinen Bock drauf, wenn die jetzt schon wieder so abgehen, macht das. Ja, du checkst es halt einfach. Du kannst auch jetzt 5 Jahre lang wirklich komplett raus sein aus dem Internet. Wenn du dann 2030 wiederkommst und Tickety-Tockety machst und Metal-Leute hin und her, es wird dann wieder alles genauso von vorne anfangen. Du kannst nicht von neu anfangen im Internet, Rainer. Du hast verbrannte Erde hinterlassen. Diese Drachenlord-Persona klebt dir am Hacken wie Hundescheiße und du wirst sie nicht loskriegen. Du hattest dir eine Chance im Internet irgendwie erfolgreich zu sein. Du hast die massivst in Klo runtergespült über Jahre und Jahre und Jahre. Du hattest so viele Chancen, wie du es hättest besser machen können. Jetzt ist Feierabend. Jetzt lassen dich die Leute auch nicht mehr, ohne dass sie dich nerven, zurück ins Internet. Vorbei. Ist jetzt egal, ob du jetzt den Content wieder änderst. Es wird Hater geben und dann wird es auch wieder Content deinerseits über die Hater geben. Und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Scheißegal, ob du jetzt irgendwie spirituell bist oder nicht. Ganz zu schweigen davon, dass deine Spiritualität fußt auf diesem dämlichen Universum, das mit problematisch noch gelobt ist. Absolut keinen Sinn, dass ich mich da reinversetze. Wie ich dir schon gesagt habe, wohl Bonnie. Denkbar schlechte Idee, Ja. denkbar schlechte Idee, da vielleicht nochmal Videos so reinzumachen. Vielleicht Wie ich dir irgendwann mal bereits noch, glaub ich. Wie ich dir bereits gesagt habe, wohl Bonnie. Geplant ist die eine Sache so gewesen. Letzten Endes kann ich es jetzt ohnehin nicht Letzten Endes. umsetzen, aber unabhängig davon, ob die umsetzbar ist oder nicht. Für mich ist es so, ich habe dir schon gesagt, ich möchte, warte, was habe ich dir gesagt? Hat er gesagt gehabt. Er weiß jetzt nicht mehr, welches Bärchen er wie belogen hat. Ne? Ich glaube, jetzt weiß ich, habe ich den Faden verloren. Fuck. Jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt habe ich den Faden verloren. So ein Mist. Was hat Schweinerei von dir. Schäm dich, Bärchen. richtig gesagt gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt hast du mich komplett ausgebracht. Scheiße. Ja, nein, Rani, die hat dich nicht rausgebracht, sondern du hast gerade gemerkt, dass du dir nicht merken konntest, welchem Bärchen du welche Lügengeschichten erzählt hast. Und dass jetzt beide zeitgleich hier im Discord sind, ist schwierig. Ja? Und jetzt willst du halt nicht über deine eigenen Lügen stolpern. Ach, ist auch egal. Letzten Endes läuft es darauf hinaus. Ich für meinen Teil wollte nie in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt Lügenlord. Lügenlord. Leute, die behaupten andere Sachen. Ist mir Ja. Alle behaupten andere Sachen, Rainer. auch scheißegal. Ich habe nie in der Öffentlichkeit stehen wollen. Das will ich heute nicht, das wollte ich damals nicht. Ja, du wolltest nie in der Öffentlichkeit stehen, Friedrich Merz wollte nie Bundeskanzler werden. Donald Trump wollte nie auf Epstein Island, wir wissen Bescheid, ne? Andere Leute haben mich in die Öffentlichkeit gezerrt. Das Niemand hat dich in die Öffentlichkeit gezerrt, Rainer. Es hat ja keiner gezwungen dazu, dass du einen fetten, kreisligen Grind ins Internet reinballerst und dann sagst, oh, Metal, Leute, ich da Rainer. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das geht mit den Let's Plays und lasse ich euch alle alt ausschauen. Da hat auch keiner gezwungen, dir live vor versammelter Mannschaft im Stream in die Hosen zu scheißen. Das hat dich auch keiner gezwungen, nachdem der YouTube-Kanal weggemettelt war, auf Tickety-Tockety zu gehen. Es hat dich keiner gezwungen, das Haus zu verkaufen. Hat dich keiner gezwungen, diese ganze Scheiße zu machen. Niemand hat dich jemals in die Öffentlichkeit gezerrt. Im Gegenteil, die meisten Leute wollten dich raushaben aus der Öffentlichkeit. Der Einzige, der dann jedes Mal wieder seinen kreisligen, dicken Grind in die Kamera gehalten hat und der Rainer, warst du.
Das haben sie jetzt auch mit meinem Blog wieder getan, weil ich habe meinen Blog ja nicht irgendwie unter meinem, also ich habe ihn unter meinem normalen Namen veröffentlicht, ich habe aber keine Werbung dafür gemacht oder kein. Rainer, du hast das Zauberwort schon gesagt. Veröffentlicht. Du hast diesen Blog veröffentlicht, das hast du selber gesagt. Du kannst mir nicht sagen, ja, ich wollte nie in die Öffentlichkeit, aber ich habe einen Blog im Internet veröffentlicht. Das ist dumm. Das macht keinen Sinn, Rainer. Das muss doch sogar jemand so alten 58er wie dir, muss das doch irgendwann ins Hirn reinsickern, dass sich das ein wenig beißt, Rainer. Das ist wie mit den Kuchenkindern, die du zu dir in die Schanze bestellt hast und dann die Pinea angerufen hast wegen Hausfriedensbruch. Das beißt sich ein wenig. Ruf doch den Herrn Müller mal an. Der kann dir das vielleicht erklären, sodass es an deinen Klöterkopf einsickert. Einen großen Push oder so dafür gemacht. Oh, Er hat keinen großen Push. Er hat nur allen Leuten immer gesagt, sie sollen mehr kommentieren, damit der Blog höhere Reichweite bekommt. und so hätte es eigentlich auch bleiben sollen. Letztlich ist es so nicht geblieben, weil Leute das dann gefunden haben und es gleich wieder in die Öffentlichkeit gezerrt haben. Und ich habe mir halt gedacht, wenn es vielleicht mal ein bisschen entspannter oder so läuft, dann kann man mal gucken, wo es hin. Rainer, du hast das im Internet hochgeladen, für jeden einsehbar. Und du behauptest, andere Leute hätten das in die Öffentlichkeit gezogen. Warum bemerkst du nicht, wie dumm das ist? Führt, aber das hat halt letztendlich auch nicht hingehauen. Weil am Ende war es dann das so, dass Das ist auch so. Das hat dann letzten Endes auch nicht hingehauen. Rainer, das steht am Ende jeder Geschichte, die du jemals gemacht hast. Jeder Versuch im Internet Fuß zu fassen und Erfolg zu haben und der große Content Creator zu werden. Da hast du dann am Ende immer gesagt, ja, das hat dann letzten Endes doch nicht hingehauen. Rainer, wenn alles, was du jemals angefasst hast, nicht hingehauen hat, dann hast du entweder die falsche Profession gewählt oder bist einfach zu dumm für alles. Ich würde fast auf beides setzen. Ne? Das hier, da kannst du auf gerade und gerade setzen beim Roulette. Da gewinnst du zwar nichts, aber du hast auf jeden Fall recht. Es wird nicht, ich wiederhole mich, es wird nicht das letzte Ding sein. Der kommt wieder. die Ja. Leute sich das im Prinzip auch wieder einfach selbst kaputt gemacht haben. Was haben wir denn uns kaputt gemacht, Reini? Reini, das haben sie dir kaputt gemacht. Weil du deinen Blog geschrieben hast und dann, als das veröffentlicht wurde, die ganzen guten Speerlutscher-Kommentare, die du vorher durchgelesen hast, waren dann auf einmal verschwunden und dann ein Riesenberg von Kommentaren, ob dir jemand ins Hirn geschissen hat, was die Scheiße mit diesen Engelchen soll, ob du noch ganz sauber bist und wann du jetzt endlich entweder ins Camp Knacki oder in die Lala-Burg einwanderst. Und das hast du wieder als Hate und Mobbing empfunden. Aber das ist die natürliche Reaktion einer funktionierenden Gesellschaft auf Bullshit wie den du ins Internet pimmelst. Und ich sehe da halt auch keinen Grund, dann denen auch noch nachzulaufen. Weil, achso, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, genau. Was ich sagen wollte, oder was ich dir schon bereits gesagt habe, Bunny, war, dass die Aktionen, die Dass dir. Hater durchführen, ich würde jederzeit meine Videos wieder machen. Ich würde jederzeit meine Streams wieder machen. Vielleicht sogar ein bisschen wie früher, vielleicht nicht ganz so haterlastig, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Aber vermutlich so ein bisschen in diese Richtung halt meine normalen Videos, wie ich sie eben früher gemacht habe. Ja, Rainer, aber was du wieder nicht gecheckt hast, ist, dass ohne diesen Hate, ohne dieses Drachengame, ohne uns, du keinerlei Relevanz im Internet hättest. Keinerlei Relevanz. Weil es niemanden gibt, der sich das unironisch anschaut und sich denkt, boah, der Rainer, der macht tollen Content, boah, schau dir nochmal an. Ne? Zu dumm für alles und lässt die ganze Zeit irgendwelche grenzwertig behinderten Sprüche raus. Das ist auf jeden Fall meine Lebenszeit wert, dass ich mich da hinsetze und mir den anhöre. Nein, Rainer, ohne uns hättest du keinerlei Relevanz. Das würde ich aber erst dann wieder machen und wieder aufnehmen. Wenn wir alle unsere Kanäle löschen und dann zu Kreuze kriechen, zum großen Heiland Rainer Winkler und ihm sagen, oh, wir waren schlimmer als der ungläubige Thomas, aber jetzt wissen wir Bescheid und jetzt haben wir das Licht gesehen, Rainer. Jetzt hast du uns den richtigen Weg gezeigt. Ja, wir waren die ganze Zeit im Unrecht. Wir haben dir so viel Unrecht angetan über die ganzen Jahre und es tut uns so leid und jetzt nehmen wir alle unsere Kanäle raus oder wir machen alle unsere Kanäle zu Rainer Drachi-Kanälen, die nur noch dafür da sind, dir praktisch so die Zuschauer zuzuschustern und deinem
blendend Beispiel folgend, werden wir dann unsere eigenen Existenzen auch mit 100 Sachen 80 gegen die Wand fahren. So wird's passieren, Rainer. Not. Wenn diese Leute endlich mal verstehen, wo ihr Platz ist und dass sie aufhören, Alter, wenn er sagt, die Leute sollen verstehen, wo ihr Platz ist, wenn er mir sagen will, wo mein Platz ist, Alter, da kriege ich schon wieder, da juckt's in der Hand, ne? Da geht mir das Messer in der Hosentasche auf, ne? sollen andere Menschen zu belästigen. Und ich rede nicht nur von mir. Ich habe immer versucht, den Leuten klar zu machen, was für kranke Bastarde die Menschen da draußen sind. Ja, diese ganzen Hater-Aktionen, die hier immer wieder aufgenommen werden und so weiter gerade. Das sind so Aktionen, wo ich mir halt denke, Alter, ne, das ist Die aufgenommen werden gerade. Er weiß es halt. so. Ihr behauptet immer, ihr seid so viel intelligenter als ich. Jetzt spricht er die Bärchen direkt als Hater an. Jetzt lässt er auch wirklich die Maske fallen. Jetzt geht's los. Eskalation incoming. In Wirklichkeit seid ihr aber total der Abschaum, weil ihr hergeht und andere Leute total belästigt, fertig macht. Selbst in der Zeit, in der ich jetzt nichts mehr gemacht habe, habt ihr angegriffen und habt die anderen Leute belästigt und keine Ahnung. Oh, Moment mal, sagst du gerade, habt ihr? Willst du jetzt gerade sagen, dass Zoe und ich einer von denen sind direkt? Nein, habe ich nicht behauptet. Was Ich sagst du sagte, dann ich habe hier? doch. Du musst mir genau zuhören, was ich gesagt habe. Ja, wir haben dir genau zugehört. Du hast die Bärchen angesprochen. Und wenn du die Bärchen nicht angesprochen hast, dann hast du die Hater angesprochen. Das würde implizieren, dass du weißt, dass sie das leaken, dass sie auch Hater sind. Also hast du sie auf jeden Fall mit angesprochen, Rainer. Das war absolut nicht misszuverstehen, so wie du es gerade gesagt hast. Gerade. Aber das ist interessant, weil das hast du nämlich die letzten Male hast du nicht gecheckt, wie ich sowas in die Richtung Ich gesagt habe habe. das die ganze Zeit gecheckt und langsam bin ich richtig sauer deswegen. Jetzt Vielleicht pass mal ist auf, es du aber brauchst auch mir hier, okay. stopp, du brauchst mir hier erst einmal gar nichts vorspielen. Mhm. Sache ist nämlich ganz einfach. Ich habe gerade gesagt, dass das, was die Leute die ganze Zeit abziehen, was hier die ganze Zeit aufgenommen wird und so weiter. Und darauf habe ich aufgebaut. Ich habe dir und Zoe überhaupt nichts vorgeworfen. Ich habe nur gesagt, dass das, was die Hater so abziehen, Okay, sollen wir nochmal zurückgehen? Ne? Er hat gesagt, was hier gerade aufgenommen wird und ihr baut immer die Scheiße und ihr lasst mich nicht in Ruhe und ihr macht dieses und jenes. Er hat es ja ihnen direkt vorgeworfen. Jetzt sagt er, und Zoe überhaupt nichts vorgeworfen. ja, was soll ich da noch sagen? Was soll ich da noch sagen? Ich habe nur gesagt, dass das, was die Hater so abziehen, immer so eine Scheiße ist. Und das ist Ja, und du hast die Bärchen direkt angesprochen. Ihr baut immer die Scheiße. Ihr lasst mir nicht in Ruhe. Ihr liegt hier, nehmt immer auf. die wir aufgenommen haben und so weiter. Ich meine, natürlich sind es Haterinnen und liegen hier und nehmen auf und dergleichen. Ne? Aber Rainer, dann mach doch Butter bei die Fische. Ne? Entweder du wirfst es ihnen jetzt geradeaus vor und sagst, hey Leute, ich bin mir sehr sicher, dass ihr Haterinnen seid, das Ananas. Oder halt nicht, aber nicht erst irgendwas rausknödeln und dann, wenn dann der Vorwurf kommt, hey, was willst du jetzt damit eigentlich sagen, dann behaupten, hab ich gar nicht, ich hab euch nie, ihr habt euch jetzt selber exposed, weil ihr jetzt darauf reagiert habt. Und was die hier immer so aufnehmen. Und auf diesen Satzbau habe ich meinen Satz aufgebaut und weitergeführt. Ich habe euch null vorgeworfen, wer es genau zuhören soll. Okay, Aber es ist meine interessant. Welt. Es war auch gestern schon so, hast du mit ihr gemacht. Heute kamst du mit irgendwie, ich soll irgendwen grüßen oder sonst irgendwas. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, was du da vorhast oder sonst was. Aber vielleicht Ich habe ist es überhaupt nicht. wirklich besser. Ich habe wenn überhaupt du- nichts vor, weil ich nämlich niemandem irgendwas tue. Weil keine Ich habe Ahnung, nichts so- vor, weil ich greife niemanden an. Ich gebe nicht vor, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und ich doch. Aber doch, Rainer, du gibst vor, in Berlin zu wohnen und alle möglichen Leute im Haus, in der Nachbarschaft und im Gym irgendwie zu verräumen, der große Sexgott zu sein, ne? der durchs Leben schreitet und alle Menschen mit seiner unglaublichen Manneskraft beglückt. Ne? Du gibst vor, hier diesen Blog nicht geschrieben zu haben, weil du Aufmerksamkeit im Internet haben willst, sondern nur für dich. Du gibst allen möglichen Scheiß vor, den du nicht bist, Rainer. Du gibst vor, anständiger Mensch zu sein. Ja, der es ehrlich mit den Leuten meint. Das ist die größte Lüge. Rainer, du bist ein verlogenes Stück Scheiße, bist Abschaum. Auch niemanden in irgendeiner Form irgendwas antun. Andere Leute tun das und sagen das dann immer über mich. Okay, okay. Die Hater sind allesamt ein Haufen Angeber und Spanner und Spinner und keine Ahnung. Die Hater sind
Wir sind Angeber und Spanner und Spinner. Wer hat denn hier Geschichten erzählt, wie er irgendwie den Eltern von irgendeinem Kumpel irgendwie beim Bimsen zuschaut? Spanner. Wir hatten ja angegeben mit, oh, hier, alle, die er da im Gym aufgerissen hat und wie er es hier nicht 20 Mal am Tag irgendwie gemacht hat. Wer spinnt sich denn hier seit 13 beschissenen Jahren irgend so eine hochtrabende Internetpersönlichkeit zusammen? Wer von uns sind jetzt hier die Spanner, die Spinner und die Angeber, Rainer? Du oder wir? Und hinterher behaupten sie immer das Gegenteil und das über andere. Nur damit sie selber als die Besseren dastehen. Und letzten Endes sind sie ja die größten Witzfiguren. So. Hier wird wieder gespiegelt, dass das Auge raus. Ja. Ja, ich würde mich gerne auch an der Stelle von den Leuten distanzieren, weil wir haben dir eigentlich nichts getan und wir hatten auch nicht vor, irgendwie dir zu schaden. Deswegen finde ich das gerade ein bisschen schwierig, Ja, jeder so auf ich eine habe euch Ebene zu bringen. euch überhaupt nichts vorgeworfen und ich habe auch nichts. Doch, Rainer! Ich suche jetzt raus, wir sind jetzt bei 16:22. Ich habe noch genug Zeit. Let's go. So, ich bin jetzt noch mal 3 Minuten zurückgegangen. Ne? Reini hat ja niemandem was vorgeworfen. Laut seiner Aussage von 2 Minuten später. Schauen wir noch mal rein bei 13 Minuten und 14 Sekunden, was er denn den Leuten so vorgeworfen hat. Wirklich, er widerspricht sich schneller als sein Schatten. Literally 2 Minuten vorher. Was ich sagen wollte, oder was ich dir schon bereits gesagt habe, wohl, Bunny, war, dass die Aktion, Das hier? die Hater durchführen, ich würde jederzeit. Da geht er noch in die dritte Person. Ne? Da heißt es noch die Hater. Meine Videos wieder machen. Ich würde jederzeit meine Streams wieder machen. Vielleicht sogar ein bisschen wie früher, vielleicht nicht ganz so haterlastig, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Aber vermutlich so ein bisschen in diese Richtung halt. Und ab jetzt lass ich mal durchlaufen. Jetzt hört man genau nochmal hin. Meine normalen Videos, wie ich sie eben früher gemacht habe. Das würde ich aber erst dann wieder machen und wieder aufnehmen, wenn diese Leute endlich mal verstehen, wo ihr Platz ist und dass sie aufhören sollen, andere Menschen zu belästigen. Und ich rede nicht nur von mir. Ich habe immer versucht, den Leuten klar zu machen, was für kranke Bastarde die Menschen da draußen sind. Ja, diese ganzen Hater-Aktionen, die hier immer wieder aufgenommen werden und so weiter, klar. Das sind so Die hier immer wieder aufgenommen werden, gerade. Ne? Aktionen, wo ich mir halt denke, Alter, ne, das ist so. Ihr behauptet immer, ihr seid so viel intelligenter als ich. In Wirklichkeit seid ihr aber total der Abschaum. Also er hat jetzt gerade gesagt, es geht darum, dass hier gerade aufgenommen wird. Und dann switcht er in die direkte Anrede, dass er sagt, ja, ihr seid Abschaum, ihr behauptet immer bla bla bla, ihr macht das und das. Folgend auf den Satz, hier wird gerade aufgenommen. Und ihr macht so und ihr seid schlecht. Weil ihr hergeht und andere Leute total belästigt, fertig macht. Selbst in der Zeit, in der ich jetzt nichts mehr gemacht habe, habt ihr angegriffen und habt die anderen Leute belästigt und keine Ahnung. Oh, Moment mal, sagst du gerade. Und jetzt sagt die, Moment mal, was ist hier los? Laber nicht. Und Gerade ein bisschen Ja, schwierig, jeder so auf ich eine habe euch Ebene zu bringen. euch überhaupt nichts vorgeworfen und ich habe auch nichts in die das kommt dann danach. Ich habe euch gar nichts vorgeworfen. Richtung gesagt gerade. Ich habe lediglich gesagt, auf meinen Satz aufgebaut, wie die Leute das immer machen. Ja? Ich habe euch überhaupt nichts vorgeworfen. So. Und um das ganze 4D-Schach jetzt zu beenden, an der Stelle würde ich sagen, wir machen den ganzen Discord jetzt dicht. Ich hoffe, dass ihr künftig besser zurechtkommt und dass auch keine Scheiße passiert bei euch, dass die Hater nicht irgendwie einen Scheiß mit euch abziehen, wie sie es sonst auch immer machen, weil es nun mal letzten Endes ihr Stil ist. Ja. Der ist doch Panne. Also ganz ehrlich, der hat doch eine zweigespaltene Persönlichkeit. Erst wirft er denen jetzt Ewigkeiten vor, dass sie die Hater sind, die hier aufnehmen, die Scheiße bauen, etc. bla bla, ihn nicht in Ruhe lassen. Ja. Sehr, sehr deutlich ihnen vorgeworfen, ja, hier, jetzt lasst mal die ganze 4D-Schach-Scheiße, etc. Und jetzt sagt er, ja, hoffentlich lassen euch die Hater in Ruhe. Reines Paradox, was du hier gerade verzapfst. Und dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank und macht's gut. Na gut, dann Tschüss. gehen wir erstmal raus, so, ja? Okay. Alles Gute dir. So, dann bis dann. Oh. Junge. Zu gut, Mann. Das ist hier auch wieder so eine Nummer, ne? Ich hätte jetzt gerne von denen noch irgendein so abschließendes Statement gehabt. Hätte ich wirklich gerne gehabt.
dass dann nochmal, ne, kommt, okay, ja, wir haben das jetzt, hier ist es jetzt abgebrochen, Reini hat den Discord geschlossen. Ne, dies, das, Ananas, vielleicht noch mal einen kurzen Ding. Das hätte ich gefeiert, aber das ist jetzt relativ unspektakulär ausgegangen. Ich hatte auf Eskalation gehofft. Ich hatte gehofft, dass die dann vielleicht noch die Maske fallen lassen und ihm vielleicht noch einfach mal ordentlich die Meinung geigen. Das hätte mich sehr gefreut. Leider nicht passiert. Leider nicht passiert. Aber ja, ist besser als die letzten, sagen wir mal. Die letzten Male, wo ich geglaubt habe, dass es der finale Leak ist, den ich hier reacte. Ist auf jeden Fall besser gewesen. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, das hier erreicht euch noch vor Jahresende. Je nachdem, was YouTube dazu sagt. Und ansonsten, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medlov und ein gutes neues Jahr. Viel Glück. Und dass eure Träume in Erfüllung gehen. Weil ihr offensichtlich nicht so hageldumm seid. Wie ein gewisser ehemaliger Profistreamer aus Metal Frank. Tschüss.